Literatur. Musik. Ach, Scheiße, jetzt habe ich das verschwunden. Puh, wann wäre ich doch fertig? Ah, guten Morgen, liebe Leute. Ja, gar nicht gewusst, dass ihr schon da seid. Heute Morgen schon mich richtig vorbereitet. Ich will ein Buch schreiben. Bin schon richtig müde. Puh. Wann wäre ich da fertig? Ja, das letzte Buch von der Hertha, das war auch so. Der will ich jetzt noch anfangen. So schnitzelweise hat die ein Buch geschrieben. Also da brauche ich, glaube ich, noch ein Leben, bis ich das fertig bringe. Oder muss ich 20 Lehrlinge anstellen. Und alle alten Zeichnungen sammeln und rausschneiden. Buchstaben. Ja, das letzte Buch und das erste, das war schon. Das war der Hammer. Und heute geht es um das erste Buch von unserer Hertha. Ich will euch mal zeigen, wie das schwäbische Boot ausgesehen hat. So fangen wir mal an. So, ich mal das alles auf die Seite. Denn da gibt es noch Krach im Haus, wenn ich da alles mit Schnitzel und Zeug mache. Gott. Kann ich jetzt den Staubsauger auch noch holen? Ich bin jetzt richtig müde. Heute Morgen habe ich schon eine Stunde I, A, I, A, I, A, I, A. Ich habe mal so einem japanischen Reporter zugeschaut. Und der hat, bevor er in Japan da die Strichzeichen übertragen hat der eine Stunde lang Laute von sich gehen. Da habe ich gemeint, ich bin im Urwald. Aber ich war beim Skifliegen da in Garmisch-Partenkirchen damals mit dem Schmidt und mit dem Hannawald. Und da waren alle Reporter von der ganzen Welt und die haben übertragen. Jeder hat neben gemacht. I, A, aber jetzt machen wir Sport. So, jetzt können wir mit dem Wäschgang anfangen. Ich habe jetzt auch die Kamera etwas runtergestellt, da ich nicht mehr so hoch schauen muss. Das Filmen, das ist ja nicht so einfach. Also im Banat noch der Hertha ihrem Buch haben alle in so einer Badwanne gebaut. Das ist jetzt eine Nachbildung ist das. Aber früher war es aus Blech, die war vom Tisch so hoch, hinten hat man sich anlehnen können, wie da war. Und hat man Wasser rein und dann hat man Sof reingerippt. Mit dem Reibeiser. Ja. Ich versuch's mal. Bis der Schaum oben rausgekommen ist. Das war Kernseife und die selber gemacht war aus Knochen und aus Fett. Alles was vom Schwein übrig geblieben ist, ist so in die Fett ausgekommen, was man nicht braucht hat können und aus dem ist Sof gekocht war. Und mit der Sof hat man sich dann das ganze Jahr gewäscht. Ja.
mir hat man gesagt, ich sollte vielleicht etwas mehr lachen da in dem Kabarett. Aber ich bin ja bei der Arbeit, ich muss ja die ganze Familie baden. Wie soll ich da dazu noch lachen? Also ich bin schon ein fröhlicher Mensch, aber beim Baden, also ein bisschen Ernsthaftigkeit muss schon sein. Ja? Und da habe ich ja viel Arbeit, bis ich die ganze Familie da gebaut habe. So, jetzt können wir ja anfangen mit dem schwäbischen Bad. Ich muss ein bisschen leid, ich muss ein bisschen ernst sein, weil ich tue ja die ganze Familie da wäschen. Und wenn ich da wie ein Bojatzel da rumhops, da kriege ich das morgen nicht fertig. Wenn er überhaupt jetzt Bojatzel, ja, das kommt vom Boyace. Und das sind die Boyace, das sind große, riesengroße Puppen in Spanien. Die werden da rumgetragen, so und wackeln hin und her. Und die werden am Ende verbrennt und ich will ja nicht auch noch verbrennt werden. Aber jetzt, der Schaum, das Wasser ist richtig warm, nicht dass ich meine Kinder noch da verbrie. Ja, Wurst will ich ja keiner machen. Also die Kinder sind zuerst ins Bad gekommen. Und die sind gleich alle miteinander reingekommen. So viele Kinder wie die Familie gehabt hat. Ja. Und der Großvater hat im Krug immer das Wasser noch gefüllt. Das heiße. Ja, hoffentlich hat er kein Wein rein. Also die Kinder haben ja rumgespritzt und die waren lang im Wasser. Weil das Wasser ist ja kalt geworden. Ja? Darum kann ich mir auch nicht verstehen, wie da die ganze Familie sich im selben Wasser baut, aber so hat die Herr ewig geschwebt. Jetzt, so ein Bad, wenn die ganze Familie sich baut, das dauert ja lang. Am Ende sind da Eiszapfen drin. Also die Kinder aus, ja, da haben meistens einer hat der andere abgeputzt und dann waren da so feine Nudeln, Hochzeitsnudeln da im Wasser. Ja, also die waren ganz, ganz fein. Also Hochzeitsnudeln habe ich immer gern gegessen. Ja, wo die Kinder sich so grippen, sind so Hochzeitsnudeln entstanden. Das hat die Hertha sehr schön beschrieben in ihrem Buch da mit den Nudeln. Ja, sicher waren die vielleicht jetzt nicht so gel mit paar Euro, mit 10 Euro in den Nudeln drin. Die waren vielleicht etwas billiger gemacht, mehr schwäbischer, die was nicht so viel Hinglück hatten. Die waren vielleicht etwas braun oder schwarz. Weil die Kinder haben ja den ganzen Tag im Staub gespielt. Ja. Als nächstes in dem Bad, wie die Kinder fertig waren, ist der Tata dran gekommen. Und die Mama. Das ist etwas eine jüngere Mama. Bei uns war die Mama so jünger. So ab 16 bis 22, ja, 30. Mit 30 hat sie schon 7, 8 Kinder gehabt. Also zuerst hat die Mama sich allein gebaut und der Papa hat's Wasser gebrungen. Ja? Und auch gelernt. Also bei der Mama, die hat ja den ganzen Tag mit Arbeit auf die Kinder gehen und daheim, was die Schwiegermutter gesagt hat, oder die Mutter. Und also da war von morgen an bis am Abend, wenn der Hund nicht mehr gebellt hat. So lange hat müssen die Mama schaffen. Bei der Mama, da sind die Nudeln schon etwas größer geworden. Das waren so kleine Schneckler. Ja? Sehr schön anzuschauen. Ja, also die Nudeln kann man richtig genießen. Also richtig schöne Nudeln.
Also von den Nudeln hätte ich auch gern welche. Dann, wie die Mama fertig war, ist der Papa dran gekommen und dem hat die Mama dann den Buckel gewäscht, weil der hat den ganzen Tag, der war jetzt Fischer. Ich war auch öfter Fischer, aber der hat im Wald gearbeitet, auf am Feld, mit der Ross im Pferde bei uns gewesen, Rösser. Und hat wirklich Rückenschmerzen vom ganzen Tag gehabt, wenn ich überhaupt noch Schwiegersohn war, oh je, oh je. Und da sind dann solche Nudeln entstanden. So lange, Spaghetti oder wie so heißen, von Italien. Also da sind so die Nudeln schon größer geworden. Schmecken mir auch gut. Also sind, obwohl ich ja nicht auf Männer stehe, aber Spaghetti sind schon auch gute Nudeln. So. Jetzt ist die Schwiegermutter und der Schwiegerpapa dran gekommen. Schwiegermutter war Chefin im Haus. Da schauen Sie an, Schapodler. Wenn die sich gebaut hat, da hat das Wasser nicht so warm und nicht so heiß sein. Und der Schwiegersohn hat ihr vernachschüttet. Weil der hat besser die Eimer, hat bei uns, Amber an die Blumenthal gesagt. Der hat immer der Schwiegermutter das Wasser auf den Kopf geschüttet. Mehr hat die als geschifft. Und bei der sind ja dann solche Nudeln rausgekommen aus dem Wasser. Schöner, ja, so wie ein Kleid da. Ja. Sicher hat die sich nackt gebaut. Nicht, na, vielleicht mit dem Unterhemd an, weil sie sich geschämt hat von ihrem Schwiegersohn. Aber die Nudeln, ja, mit Schapodler, wunderschön. Solche Nudeln, also, okay, ich als Schwiegersohn hätte sie nicht gegessen, weil die sind mir ein bisschen zu groß. Aber die Nudeln sind aus dem Wasser schon wieder größer geworden.